Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem Exodus 19. Ich hoffe, ihr habt aus dem Kino eure 3D-Brille mitgebracht, weil heute wird es 3D sein. Scheissdreck, können wir es umstellen. Also wäre mal noch lustig, ich muss mir unbedingt so eine Brille mal zutun und das ausprobieren. So, ich habe das letzte Mal gesagt, ich will euch noch etwas zeigen. Das ist das, also das haben eigentlich alle vom Runenkrieger gemacht. Ausser einen, Sephiroth. Den habe ich gemacht, dort ist er noch dran. Ein 3D-Maus-Cursor. Pokéball, da ist der Sephiroth. Natürlich nach Vorlage gearbeitet habe ich. Aber ich habe jeden Block selber gesetzt, das schon. Das ist nicht so Mac-Editor, also. So noch geil, hä? So, wir sehen uns wieder, wenn das Let's Play richtig losgeht. Ich kann euch das noch zeigen. So, da bin ich wieder. Oh, ich habe noch die falsche Rüstung an, das ist noch die Herren gecheatet. Dann rasch umziehen. Crap. Das darf natürlich nicht sein, so, hä? Schuhe brauche ich noch, oder? Nebenbei machen wir das Leder. Ich muss schon wieder Leder holen, das ist unglaublich, ich verbrauche alles. So. Sehr schön. Gut, da ist übrigens der Willi. Und ich habe es noch geschafft. Also ich bin gerade wieder rein, habe mein Zeug geholt dort unten. So sicher es gesehen. Und es war tatsächlich noch ein Schwein am Leben gewesen. Dann ist glaube ich nochmal eins. Egal jetzt. Ich brauche nur rasch zu essen. Da hat wieder irgendetwas explodieren. Ich will jetzt mein Essen-Gesicht. So. Da muss ich auch endlich mal schön machen. Es ist mal alles weggesprengt worden. So mühsam. So. Gut, unser Plan. Ja, dort stand ein Diamantblock. Der ist auch hergecheatet. Ich habe etwas umprobieren. Man sieht es da. Ich bin ein bisschen, eben da, neue Rüstungen haben wir gemacht, neue Schilder haben wir rein da, die finde ich ein bisschen stylisch. Was habe ich noch? Ich habe jenstes verändert, die Fackel eigentlich nicht, aber wahrscheinlich hat es mir irgendeine Partikel oder sonst was verändert. Was weiß ich, Hühner. Und dann müssen wir jetzt eigentlich aussteigen. Nein, warte, ich muss mal schauen, ich glaube die dritte. 2 frei und dann die dritte ist Cobblestone. Also sogar 3 frei. Okay. Wie ihr seht, ich brauche für die Willisoi brauche ich noch eine Station. Mit einer Farmerama. Das machen wir jetzt da. Braucht zuerst noch einen Weg rauf wieder. So. Jetzt bist du eigentlich da. He? Da müssen wir anfangen. Den Lift können wir dann auch gerade noch fertig bauen. Rasch. Dann seht ihr auch, wie das eigentlich gemacht wird. Das ist total simpel. Ich habe noch einen neuen Lift entdeckt übrigens. Aber für den habe ich zu wenig Eisen. Und der ist so schnell. Es geht so. Ihr baut eine Stange. Einfach eine Stange, mal so hoch wie ihr wollt. Müsst ihr halt einfach wieder runterkommen. Wahrscheinlich bei einem Kessel Wasser ist das einfachste. Dann, wenn ihr die Stange habt, kommt 4 freilassen. 4 freilassen von unten, dann eine Leiter. Oben dran ein Kreis aus Glas um die Leiter. Also, soll ich es einfach zeigen? Es ist sehr kompliziert zu erklären. Ich erkläre es jetzt mal. Das Loch von dem Kreis Glas eigentlich über dieser Leiter ist. Man sollte Wasser reinleeren, ohne dass es runterläuft. Gut. Wenn ihr das habt,
kommt in das Loch hinein kein Wasser, sondern ein Minenwägeli. Wenn ihr das habt, könnt ihr das beliebig weit rauf machen, also wieder 4 rauslassen, auf dem 5. Leiter, Minenwägeli rein. Das Blöde ist, wenn man rausgeht und wieder rein, dann geht es nicht mehr wirklich. Also ab und zu funktioniert es und ab und zu einfach nicht. Ich check nicht wieso, oder ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man dann oben zurückgeht, oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kann man dann unten dran stehen, raufschauen, auf das Minenwägeli, rechts klicken und drauf bleiben und man geht so schnell schauen, das glaubt ihr gar nicht. Das ist genial. Ich habe einen gebaut, aber allerdings ist der noch bei einem geheimen Projekt. Ich kann den nicht zeigen. Und ich habe eigentlich jetzt auch keinen Bock, um noch mal rasch einen herzucheaten. Den Lift habe ich... Ich weiss nicht mehr von wem. Ich wollte einfach wieder einen Lift bauen. Ich habe einen Elevator in Minecraft eingegeben und... The fastest elevator heisst es, glaube ich. Der schnellste Elevator in Minecraft, der ist es. Also wirklich geil. Ich weiss nicht, wie die Leute auf so etwas kommen damals, aber ich finde es cool. Fehler. Egal. Dann haben sie halt nachher Stein, die Hühner. Wir brauchen dann auch wieder mega viel Holz, dass wir zuerst Geländer machen können. Und ehrlich gesagt, ich weiss noch nicht, wie wir die Willis dann aufbringen, die Leute. Oh. Ich weiss nicht, ob ich es mit Minenwägeli machen soll. Oder ob ich es soll... Ich weiss es nicht. Oder auch, weißt du, so ein Stegen rauf, der beidseitig geschützt ist, so mit Wand, dass es wirklich nur rauf können. Ich weiss auch nicht. Nein! Ja, ich bin ein bisschen ausser Übung, um so zu bauen. Ich muss noch mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich glaube mit Rechtsklick Druck behalten, da tue ich lieber gerne auch noch bauen. Also so, tue ich immer gerne. Ah, ja, so natürlich nicht! Das ist der Fehler. An dieser Technik, wenn man nicht aufpasst, oder? Seht ihr? So mühsam. Okay, ich baue es einfach ganz simpel. Ganz normal. Ganz ehrlich, Leute, ich habe schon länger nicht mehr wieder im Ding gespielt. Auf dem Hard Mode. Das ist jetzt die letzten 2-3 Parts Minecraft ist das einzige gewesen. Vor allem eben die Dings am machen gewesen. Wieso hat es hier oben ein Loch? Ich weiss es nicht, es wird schon seine Richtigkeit haben. Ich muss da mal schauen. Ja, jetzt kommen die Hühner natürlich da rauf, gell? Ja, das ist klar, das ist klar. Nein, nein, nein. Bleiben dir schön unten, ihr Gesichters. Das ist so schön. Was ist das? Was soll das? Das ist einfach Stein mit einem Baum oben drauf. I don't get it. Ich weiss nicht, wahrscheinlich einer von meinen Mitspielern da soll doch den Kommentar unten dran schreiben. Wenn es einen Kommentar gibt, ist es der Greenray gewesen. Wenn es keinen Kommentar gibt, ist es der Runenkrieger gewesen. So einfach ist es. Weil der Runenkrieger schaut keine Minecraft-LPs, ihm ist das zu langweilig. Er spielt es lieber selber. Verstehe ich auch, jedem das seine, gell? Ich liebe es, Let's Plays zu schauen. Ich liebe es, Ideen von anderen zu umsetzen. Es ist zwar natürlich eine Art Klauen, aber ich sag's mal so, ich habe mir eine Kuppelidee geklaut. Also einen Halbkreis, oder, der zugedeckt ist oben und alles, rund. Und weil ich das jetzt gewusst habe, wie das geht, habe ich selber einen Kreis daraus machen, also eine Kugel.
Habe dann aber mehr Lust auf ein Ei und habe einfach ein Ei daraus gemacht. Also wie ihr seht, wenn man geht, geklaute Ideen ausprobieren, also probieren auch meine Sachen mal aus. Man kommt einfach ein anderes Verständnis für die gewissen Sachen über, in Minecraft. Zum Beispiel jetzt bei einem Lift mit Minenwägeln arbeiten. Es ist ein total anderes Verständnis für die Gegenstände. Es ist, Kreativität wird angeregt, die eigenen Ideen, man kann, weiss ich was, man kann das Zeug überlegen und man weiss, was man macht. Zum Beispiel beim Redstone, ich weiss langsam wirklich, was ich mache. Es ist nicht mehr nur das Ausprobieren, machen wir da mal einen Fackel her oder dort mal einen Repeater und dort mal eine Glocke und schauen mal, ob es so läuft, sondern ich weiss, wenn ich das Zeug will machen und mache es dann auch so und es geht. Und das vor allem dank Let's Plays oder Tutorials oder weiss ich was und. So, ich habe gerade keine Lust mehr zum Weiterbauen. Es muss halt gemacht sein. Ah komm, das kann ich dann mal offscreen machen. Autsch, Beinbruch. Sorry, haben wir so Husten. Ja, geht weg. Ich muss noch einen Stab mein Zeug wieder ablegen. Dann könnte man... sind jetzt die Kürbis schon am falschen Ort? Ah. Haben noch so ausgesehen. So. Braucht man alles nicht. Jetzt muss ich nämlich mal schauen, ob der Runenkrieger die Höhle, die er im Let's Play bei mir entdeckt hat, schon ausgeräumt hat oder nicht. Ich glaube es zwar nicht. So ein Gesicht ist er dann doch wieder nicht. Hey Piggy. Dich braucht man nicht mehr. Wow! Was machst du für Geschichten? So... Ist das am Mori seine Burg? Die ist doch nicht da, die ist doch weiter vorne. Der neue... Nein, hä? Ich check's nicht mehr. Ist das seine Burg? Never, oder? Ja, das ist irgendwie etwas anderes. Ah Leute, ich peile es nicht, es entsteht so viel Neues auf dem Server und es sind nur 4 oder 5 Leute, die spielen. What the heck? Dort ist sie. Oder es ist eine andere. Egal, es ist eine Höhle. Wir gehen jetzt rein. Ah, das ist der Canyon. So, da würde ich gerne aussteigen. Wie ihr wisst, ja, es ist schwierig. Also es kann wirklich schwierig werden. Aus dem Grund gehe ich meistens immer zuerst ein bisschen ausleuchten, bis wirklich so ein Bereich sicher ist. Und von dann wieder anbauen. Oder? Hat etwas Logisches. So. Bram. Coal. So. Ganz gechillt am Kohlen abbauen. Ja gut, eben, wir brauchen es wieder. Es wird langsam Zeit, dass mal jemand wieder reingeht. Jetzt bin eigentlich meistens ich, der so Höhlentouren machen. So. Ah, Leute, übrigens. Beim Runenkrieger. Ich habe mit ihm ein Let's Play-Projekt angefangen. Also er hat mich eingeladen auf seinem Channel. Könnt ihr mal reinschauen. Ist echt cool. Dead Island. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich weiss, ich mache hier eine Werbung für ihn, aber eben, ich habe auch gerne Zombies. Er macht Zombie-Games.
Also schaue ich bei ihm in den Channel rein. Er ist ein guter Kollege von mir. Also mache ich Videos mit ihm. So einfach ist es. Ja. Ich kann nochmal irgendetwas sagen. Ich weiß noch nicht mehr was. Ah, genau. Spore. Es geht noch eine Weile, bis der letzte Part kommt. Es ist der letzte dann. Es ist so mühsam mit dieser Galaxie, ich sag's so. Und ich bin jetzt einfach mich am Durchkämpfen, wirklich. Es stürzt mir immer wieder ab, ich muss Saves wieder neu durchspielen, es ist tödlich mühsam. Aber was will man machen, hä? Was will man machen? Ich bin recht glücklich, dass es da noch keine Mobs rum hat. Ich grabe mich oft auch ein. Also zum Beispiel jetzt so, wenn ich irgendwie nicht sicher bin, ob etwas hinter mir ist. Grabe mich rasch ein und gehe ganz in der Ruhe das Zeug dingseln. Wenn ein Skelett kommt, ja, dann habe ich halt ein minimes Problem, aber zack, gelöst. Also gelöst für den Moment. Rauskommen muss man dann natürlich wieder und keine Sache. Eigentlich. Gut, gut. Gehen wir mal runter schauen, weil runter ist immer besser. Oder auch nicht. Es hat von oben hat es schon so ausgesehen, als ob es nicht weitergeht, aber überprüfen muss man es gleich. Wollen wir dort rauf? Ja, wollen wir. Rechts, ja. Okay. Hallo. Tauch. Nein. Ich habe keinen einzigen Mob gesehen bis jetzt. Ich höre auch nicht. Ja, mir soll es recht sein, ganz ehrlich. Mir soll es recht sein. Halleluja. So. Das Eisen langt eigentlich für ein paar Schienen. Und ich habe noch ein bisschen Eisen oben rum. Okay, ja, da sind wir wieder da oben, so wie es aussieht. Schön. Schön, schön. Da können wir eigentlich wieder raus, weil der Part ist sowieso jetzt dann vorbei wieder. Ah. Puddeln wieder unabsichtlich selber rein. Das ist auch gut. Das zeugt von Skill. So. Gut. Ah ja, und zu Spore noch. Ich bin gefragt worden, ob ich es nochmal spiele als Pflanzenfresser. Also wenn das genug Leute wollen, würde ich das machen, allerdings nur bis in die Galaxis und nicht weiter. Natürlich wird die Kreatur dann lieb aussehen und ich werde mich lieb verhalten, werde es antanzen und nicht irgendwie Krieg oder so. Entscheidet ihr euch, soll ich das machen oder nicht? Ich spiele das Spiel gern. Mir ist es egal. Wenn ich es soll machen, dann kommt das. Wenn nicht, dann kommt Chrono Trigger. Mir ist das egal. Sagt ihr das? Aber eben, der letzte Part bin ich am Vorbereiten und es ist pretty mühsam im Moment. Bis man einfach die Saves nicht... Nein! Die Saves nicht annimmt. Ach, jetzt geh mal. Eben, das Save nimmt es mir nicht an und es stürzt ab und es ist so mühsam. Ab und an.
Da, rauf. Ich glaube, da bin ich schon mal drauf. So ist es ausgesehen. Das ist genau meine Technik. Ah. Und dann, wo bin ich weiter? Bin wahrscheinlich wieder runtergekumpelt. Hä? Okay, Verbindung unterbrochen. Wir sehen uns das nächste Mal. In diesem Fall nutze ich das gerade. Ich bin in der Höhle. Ich sage euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Peace. Und nein, das war nicht ein Park, um einfach Zeit zu füllen. Es war wirklich so, dass ich das machen wollte. Bis dann.